Ich habe nicht gedacht, dass das so anders ist. Mit dem Perspektivwechsel, also bisher habe ich mir Sendungen nur angeschaut, aber jetzt eine Sendung zu machen, also vom Zuschauer zum Macher zu werden, das ist schon was ganz anderes. Ich habe echt nicht gedacht, dass es so viel Zeit braucht. Den ganzen Tag drehen, dann ein ganzer Schnitttag und dann die ganze komplizierte Vorarbeit. Das war echt viel. 8 Jugendliche, aufgeteilt in 3 Gruppen. Das Ziel? Eigene Beiträge machen. Das Thema? Offen. Die Herangehensweise flexibel. Das Sendedatum fest. Schwierig war, bei den kreativen Fragen noch den roten Faden zu behalten. Du gehst jetzt zu einem SPD-Politiker. Aber was sind die richtigen Fragen, die du ihm stellen kannst? Das erste Treffen ist gleichzeitig ein Workshop-Tag. Ich habe mir da gedacht, jetzt geht's bald los, wird schon interessant und war auch gespannt, wie es wird und auch ein bisschen aufgeregt. Jetzt gibt's erstmal viel Theorie darüber, was einen guten Beitrag ausmacht. Medien bieten Information, Bildung, Unterhaltung. Aber es lauern auch Fake News und unseriöse Angebote. Mit Medien umzugehen kann man lernen. Der sperrige Fachbegriff dafür heißt Medienkompetenz. Im Grunde ist das ein Werkzeugkoffer, um Medien zu verstehen und im besten Fall selbst zu machen. Genau dafür gibt's die Young Reporter der ARD. Jedes Jahr dürfen sich Jugendliche auch beim BR selbst als Medienschaffende ausprobieren. Dabei werden sie von erfahrenen BR-JournalistInnen begleitet. Und dieses Jahr gibt's das Angebot auch für taube Jugendliche mit gebärdensprachkompetenten Coaches von Sehen statt Hören. Und eure Aufgabe ist es jetzt, diese Geschichte so einzufangen und zu erzählen, dass sie auch andere Menschen genauso berührt wie euch. Also Menschen, die diese Person nicht treffen, sondern die euren Film sehen, eure Aufnahmen. Das ist eigentlich unser Alltag als Videojournalist, genau das zu tun. Es ist alles vor Ort, Getränke, wenn ihr braucht. In Gruppenarbeiten geht's los, um erst einmal ein Thema zu finden. Das ist ein erster Arbeitsschritt von vielen, die für einen Videobeitrag nötig sind. Die Themenfindung, die Recherche, das Konzept, die Drehorganisation, der Dreh und der Schnitt. Die allererste Frage lautet, über was will ich eine Geschichte erzählen? Und was ist überhaupt eine spannende Fragestellung? Das kam raus. Hi, ich bin Juli, ich gehe in die 9. Klasse und ich interessiere mich sehr für Politik und besonders für Demokratie. Was ist Demokratie eigentlich? Wenn wir einen Begriff finden, den wir dann in verschiedenen Gebärdensprachen gezeigt bekommen, das wäre doch interessant. Dadurch kann man zeigen, dass Deaf Performance nicht einfach nur Dolmetschen ist, sondern eine eigene visuelle, poetische Kunstform. Infos zusammensuchen, prüfen, ob die Infos auch stimmen. Das ist eine der zentralsten Aufgaben von JournalistInnen. Dabei wird gecheckt, ob Videos oder Bilder überhaupt echt sind oder wie hier wahnsinnig gut gefaked. Wir checken die Quellen. Zum Beispiel ist der Absender Handelblatt nicht das Original Handelsblatt. Wir checken die Zahlen. In anderen Artikeln, fragen bei Ämtern und offiziellen Stellen nach, wälzen Bücher, sprechen mit ExpertInnen. Und wir schauen, ob es Bilder schon mal im Netz gab. Das könnt übrigens auch ihr ganz einfach machen. Unsere Demokratiegruppe zeigt ihren Rechercheweg im Beitrag. Unsere erste Anlaufstelle, die Münchner Stadtbibliothek. Hier steht die Herrschaft des Volkes. Alle Menschen dürfen mitbestimmen. Hier finden wir eine Menge Stoff darüber, welche Rolle die Demokratie in unserer Geschichte gespielt hat. Wir brauchen mehr Infos.
Vielleicht gibt es ja einen Ort, der uns mehr dazu verrät. Volltreffer. Brennerstraße 8. Dort ist der sogenannte Ort der Demokratie, der ehemalige Sitz des Landtags. Dort angekommen erfahren wir allerdings wenig. Es war ein ganz normales Gebäude. Wir haben dann nicht viel Info gefunden. Wir könnten ja zum Politiker gehen und ihn fragen, was er zum Thema Demokratie zu sagen hätte. Wir besuchen Sebastian Rohloff, Vorsitzender der Bayern-SPD und Mitglied des Deutschen Bundestags. Jetzt haben wir seit ein paar Jahren die Situation, dass die Demokratie aktiv bekämpft wird. Also von politischen Kräften, insbesondere der extremen Rechten, die kandidiert und gewählt wird teilweise, um die Demokratie zu beenden und diese Staatsform zu erledigen. Und das dürfen wir uns nicht gefallen lassen. Auch an der Schule gibt es Demokratie. Hier wird die letzte Klassensprecherwahl bewertet. Das ist Demokratie hautnah. Hier wird Demokratie also gar nicht langweilig. Viele junge Menschen wollen hier mitbestimmen. Jeder hat eine Stimme, die gehört werden muss. Und selbst im Kleinen einfach mitmachen, mitwirken, seine Meinung dazu geben. Demokratie ist ganz, ganz wichtig. Demokratie ist die Fähigkeit, uns zusammen neue Lösungen zu überlegen, mit Toleranz und Respekt uns alle weiterzuentwickeln. Die Demokratie lebt hier. Bunt, laut, vielfältig und manchmal ein bisschen chaotischer. Wir haben gelernt, Demokratie heißt, dass jeder mitreden darf. In der Schule, im Land. Demokratie, das sind wir alle. Wir haben das Thema, Ideen und alle Rechercheergebnisse. Jetzt brauchen wir aber noch einen Plan. Unser Film muss zunächst auf dem Papier spannend und interessant sein. Das Konzept dient auch dazu, dass wir beim Dreh nichts vergessen und dass wir uns schon vorher Bildideen überlegen, also was es alles zu sehen gibt. Hier jetzt zum Beispiel, da steht in meinem Konzept für diesen Film als Bildidee, dass ich euch ein Konzept zeige. Habt ihr was gefunden? Da. Das Problem ist halt, dass es nur ganz wenig Infos gibt, wo sich die Gehörlosen treffen. Wir wissen nur, dass es im Hackerzelt ist und dass ab 10 Uhr losgeht. Aber so genauere Informationen, die gibt's halt leider nicht. Bei so einem großen Zelt, wie soll man die finden? Wir brauchen jetzt erstmal eine Drehgenehmigung, dass wir überhaupt filmen können. Für den Platz und fürs Zelt. Genau, und dann brauchen wir noch Security, die uns schützen und dieses Risiko abcheckt. Naja, weil es voll wird. Dann brauchen wir noch einen Treffpunkt, wo wir uns mit dem Kameramann treffen. Und? Dann brauchen wir noch einen Kameramann, den muss man noch bestellen. Bevor es jetzt zum Dreh losgeht, noch ein paar Tipps. Dreht am besten immer nach der 5-Shot-Regel. Zuerst zeigt ihr den Menschen, dann, was der macht, wie er es macht, wo und noch eine besonders tolle Perspektive. Alles klar?
Na dann kann's losgehen beim Dreh auf der Wiesn. Die Ausweise zeigen, wir haben eine Drehgenehmigung für den Platz. So voll hier. Wie soll ich da Gehörlose finden? Wow. Benny will aber nicht nur irgendwelche Gehörlose finden, sondern Gebärdensprachler aus aller Welt. Hey, kann ich dich was fragen? Nee, ich mag nicht. Okay, alles klar. Ob wirklich taube Leute aus dem Ausland angereist sind? Wo ich herkomme? Ich bin von hier, aus München. Hi. Hi. Geht's gut? Ja. Ich komme aus Hamburg. Da sind schon richtig viele. Es sind vor allem auch viele Leute aus anderen Ländern hergekommen. Die wollen natürlich wissen, was so besonders und einzigartig am Oktoberfest ist. Das ist ja klar. Und deshalb an alle, herzlich willkommen hier. Das Angenehme, hier ist ein DEF-Punkt. Man weiß schon im Voraus, dass Menschen aus Europa und darüber hinaus zusammenkommen. Deswegen komme ich auch gern hierher, um mich zu unterhalten. Leider dürfen wir drinnen im Zelt nicht drehen. Die Security hat uns gerade rausgeworfen. Es ist zu voll für die großen Kameras. Drehen geht, wenn dann, nur mit Handy oder GoPro. Versuchen wir es mal da hinten. Schauen wir mal, ja. Auch bei der DEF-Performance-Gruppe geht es jetzt los. Kurze, wichtige Info noch. Benutzt eure Sprache, bleibt locker. Etwa so. Ihr müsst euch nicht Wort für Wort an den lautsprachlichen Text halten. Ich darf ändern? Ja, du darfst ändern. Ganz locker. Sei du selbst. Ihnen ist wichtig, dass Ihre Moderationstexte am Anfang gut sind. Hi, das ist Jana. Und das ist Viviane. Wir sind hier im Gasteig, ganz nah an der Isar. Jetzt läuft hier ein Konzert von Zoe Wies. Zoe Wies. Zoe. Du sagst dann, dass Gehörlose hier sind. Warum? Nee, du sagst, dass Gehörlose hier sind und ich frag warum. Es sind auch Gehörlose hier. Aber warum? Passt so? Jetzt muss nur noch ein Interview mit den Profi-DEF-Performerinnen klappen. Wärst du gegen 19 Uhr mit einem kurzen Interview einverstanden? Ah, okay. Fürs Filmen ist das jetzt kein passender Moment. Hallo. Hi. Jetzt haben wir endlich das ganze Material da und wir können es schneiden. Wir haben erstmal alles an Material, egal ob mit dem Handy oder der großen Kamera gefilmt, zusammengepackt. Habt ihr das schon gesichtet, also schon mal angeschaut? Ja. Der Schweizer war zuerst, aber der ist jetzt ein bisschen zu weit hinten. Den müssen wir noch ein bisschen weiter vorziehen. Wir schauen uns im Schnitt alles an, wählen es dann aus und bringen es dann in die richtige Reihenfolge. Das ist nicht so besonders. Das Internationale, das ist interessant. Hier geht's nicht nur um die schönsten Bilder. Auch Töne und Musik werden geschnitten, Grafikelemente können eingesetzt werden und es geht natürlich viel um den richtigen Wechsel zwischen Spannung und Information. Das hier muss rein. Hier reinschneiden. Ja, genau da, ja. Hier.
Servus, ich war noch nie auf dem Oktoberfest. Heute ist Samstag und da sollen sich ganz viele Gehörlose aus aller Welt beim Hackerzelt treffen. Im Internet konnte ich kaum etwas darüber erfahren. Nur, dass der Treffpunkt beim Hackerzelt sein soll. Ich habe erfahren, dass die Gehörlosen hier vorne reingehen. Mal schauen. Man sieht ja schon Leute, die gebärden. Es sind schon Gehörlose da. Hey, kann ich dich kurz was fragen? Ja. Woher kommst du? Aus der Schweiz. Ah, aus der Schweiz, schön. Und du? Von hier, aus München. Ah, okay. Wie lang war deine Anreise? 3 Stunden. 3 Stunden, oha. Wo sind denn die anderen Gehörlosen? Die Gehörlosen sind da vorne, dort rein und dann dort vorne hoch. Danke, war schön, dich zu treffen. Jetzt habe ich den ersten getroffen und kurz mit ihm gequatscht. Es war schön. Aus der Schweiz. Ich versuche das Wort Gemeinschaft in verschiedenen Gebärdensprachen herauszufinden. Zum Beispiel die chinesische Gebärde für Gemeinschaft. Das wäre doch voll interessant. I love Oktoberfest! Das ist Benny. Benny ist auch ein cooler Typ. Ja, das ist typisch hier beim Oktoberfest, dass sich betrunkene Leute oder andere vor die Kamera stellen und irgendwas sagen dann, wenn sie die Kamera sehen. Ja, ich finde es lustig. Where are you from? From England, London. Eine Frage, wie gebärdet ihr Community? In English it's community. Woher kommst du? From America. Texas. Cowboys, you know? And what's a sign for community in America? Community? That's how we sign it. Community. Weil wir nicht nur warten wollen, schauen wir mal zu den Fahrgeschäften. Los. Ja, komm mit. Boah, das hat sich so schnell gedreht. Und Ja, so. es war auch voll kurvig. Ja, super. Wir haben jetzt das Gefühl gehabt, dass wir draußen nur wenige Gehörlose finden. Deshalb ändern wir jetzt unsere Strategie und versuchen mit dem Handy reinzugehen. Wir können jetzt gar nicht mehr rein. Der Eingang wurde nämlich abgesperrt. Alle anderen wollen auch rein, aber das geht nur, wenn man einen Tisch reserviert hat. Und was machen wir jetzt? Aus welchem Land kommst du? I was born in Ukraine, but I live in Italy for a long time now. I grew up there. In Sicily, down in the south. Now I'm here in Germany to party and drink beer. Yeah. What's the Italian sign for community? Group, or alternatively gruppo. Where are you from? England. And where exactly? London. She's here for the first time, and she too. I'm here for the first time. She is here for the first time too. Beautiful. Munich is very beautiful. I like it very much. Everyone wears nice dresses. Amazing.
You're from Japan, right? Ja, aus Japan. Wow, that's quite far. How long was our flight? Oh, the flight took about 14 hours. 14, wow. Last year I came here as well, but it was so crowded. As every year there are so many people coming here, so it was impossible to enter the tent. But this year I was successful. I'm very happy. What's the sign for community? Community? Yes, but how do you sign it in Japan? The Japanese sign, it's like this. Community. Huh. How old are you? I'm 14. Ah, 14. So no beer for you, right? Just kidding. No beer for the next 2 years. Then you're allowed to drink. Sorry, I was just kidding you. Man merkt schon, wie voll es hier ist. Jetzt noch mit einer großen Kamera zu filmen, wäre echt nicht möglich. Das wäre viel zu sperrig. Mit dem Handy ist es ein bisschen privater, dann geht es schon. Draußen wurde, obwohl es erst Mittag ist, schon die Eingänge zugesperrt, weil es so voll hier drin ist. Man kommt wirklich nicht mehr rein. Wow, drin war es echt voll. Wir haben es aber trotzdem irgendwie geschafft. Es ist auch echt schön, so viele internationale Gehörlose zu treffen. Sogar eine aus Japan. Es hat echt gefreut, auch Menschen, die von weit her gekommen sind, zu treffen. Ich fand auch die verschiedenen Gebärden für Gemeinschaften interessant. Geschafft. Geschafft. Zurück bei den Deaf-Performerinnen im Gasteig. Das Konzert geht gleich los. Haben die Mädels denn alles für ihren Beitrag bekommen, was sie wollten? Schaut am besten selbst. Hey, das ist Jana. Hi, und das ist Viviane. Wir sind heute im Gasteig, mitten in München. Hier gibt gerade Zoe Wies ein Konzert. Und trotzdem sind super viele taube Menschen im Publikum. Wisst ihr warum? Darum, das war eine Deaf-Performance. Aber was ist das eigentlich genau? Und wie verwandelt man Musik in eine Deaf-Performance? Das wollten wir gemeinsam herausfinden. Die beiden Deaf-Performerinnen haben vor ihrem Auftritt geprobt und da haben wir sie mit Fragen gelöchert. Hallo. Hi. Hi. Hallo. Danke, dass ihr euch kurz Zeit für uns nehmt. Was ist der Unterschied zwischen Deaf-Performance und Dolmetschen? Dolmetschen übersetzt den Songtext 1:1. Wir schauen viel mehr hinter den Text. Wir greifen Metaphern auf und erarbeiten die Aussage hinter den Songs. Das setzen wir dann visuell um, mit dem Körper und figürlich. Wir müssen auch herausfinden, wie der Rhythmus ist und die Stimmung der Musik. Ist der Song eher lebendig oder still, ruhig, traurig oder fröhlich? Darüber tauschen wir uns dann auch mit den Kunstschaffenden aus, damit wir es dann adäquat umsetzen können. Aber wie schafft ihr es dann wirklich, parallel zur Musik zu gebärden? Hier oben seht ihr den Liedtext. Der ist für die Dolmetscherin und den hört sie ja auch. Ich sehe hier, was ich gebärden muss, welcher Inhalt jetzt kommt. Diesen Teil habe ich bereits zu Hause vorbereitet. Mal fasse ich Passagen zusammen, mal beschreibe ich sprachliche Bilder, sodass es ankommt. Die Dolmetscherin klickt dann so weiter, immer zur nächsten Folie.
Wie fühlt ihr euch auf einer so großen Bühne, wenn viele Augen auf euch gerichtet sind? Oh, das ist so krass. Also ich mag dieses Gefühl total. Klar, am Anfang habe ich Lampenfieber, aber das verfliegt und dann ist es einfach nur schön. Ich habe es schon immer geliebt, auf der Bühne vor vielen Menschen zu stehen. Ich mag das auch, mich mit der Musik zu verbinden. Endlich keine Grenzen mehr. Ich kann ganz frei performen. Für alle. Ich vergesse dann die Welt um mich herum und gebe einfach alles. Ich bin ganz im Moment und vergesse alles um mich herum. Es ist richtig geil. Wow, beeindruckend. Toi, toi, toi. Toi, toi, toi. Und wie geht's in euren Augen mit der Deaf-Performance in Zukunft weiter? Klar, wir brauchen unbedingt Nachwuchs. Junge Talente für die Deaf-Performance. Ja, unbedingt. Schön, danke. Danke euch. Danke, dass ihr euch für uns Zeit genommen habt. Danke. Tschüss. Ciao. In dem Land, in dem die Winter nicht so trübe sind, ist der Himmel nur noch blau und rosarot. Kinder an die Macht, keine hohen Mauern mehr, Kammerkonto voll, alle Waffenspeicher leer. In dem Land, in dem die Sommer kühler sind, habe ich keine Angst zu sagen, was ich fühle. Applaus für all unsere Young Reporter und danke für eure tollen Filmbeiträge. Wenn auch ihr euch mal beim BR ausprobieren oder vielleicht sogar JournalistInnen werden wollt, dann klickt auf br.de/sehen statt hören. Da haben wir euch ein paar Möglichkeiten zusammengestellt. Ich fand die Fahrgeschäfte und das Karussell am coolsten, aber auch die verschiedenen Gehörlosen zu treffen und sich mit denen zu unterhalten hat echt Spaß gemacht und war auch voll interessant. Ich hätte es nicht erwartet, dass so viele Gehörlose aus verschiedenen Ländern da sind. Ich dachte, da wären nur so ein paar Länder da. Ich habe mich wohlgefühlt. Es war toll. Eine neue Erfahrung. Und insgesamt besser als erwartet. Für mich war einiges neu. Zum Beispiel habe ich nicht gewusst, dass es keine Ausbildung für Deaf-Performance gibt. Das ist ja schwer. Und doch haben Ilknur und Sue es geschafft, hier auf der Bühne zu stehen. Tolle Leistung, war schön.